Hast du Roat-Chat gesehen? Nee, habe ich nicht, aber ich habe auf TikTok sehr viele Roat-Clips gesehen, wo ich actually ehrlich sagen muss, Bruder, was ist mit Roat gerade? Also da dachte ich, Real Talk, ich dachte mir, Digga, Roat, was zum Fick? Also der war ja so mad und toxic. Da dachte ich mir wirklich, Bruder, was geht? Bruder, was ist passiert? Roat-Chat war so krank. Roat-Chat hat Reefed als Nazi und Ausländerfeind dargestellt, weil kein Ausländer gewonnen hat. Das Einzige, was ich von Roat so mitbekommen habe, waren die TikTok-Clips. Ja, habe ich mir angeschaut und ich dachte mir wirklich, Digga, Roat, what the fuck? Was soll das? Ich check's nicht. Die Mods bei Roat. Jeder gehört inhaftiert, der für Hugo gewotet hat. Also, Retalk, ich muss aber, also, ich will jetzt nicht den großen Beef starten, aber ich habe wirklich, also ich habe irgendwie 4, 5 Roat-Clips gesehen und alle 4, 5 Roat-Clips waren Arschritze, fand ich. Ich fand, Roat-Clips waren alle scheiße von ihm. Ich weiß nicht, wie krass ernst das gemeint ist, aber ich fand die Roat-Clips respektlos as fuck. Die waren einfach nur respektlos, Digga. Ich habe mich wirklich gefragt, Digga, what the fuck geht bei dem? Ich will jetzt kein Beef starten, ne? Ich sag das einfach ehrlich. Ich fand die scheiße einfach nur. Die haben mich auch irgendwie auch beleidigt, Digga. Keine Ahnung, weil ich check's nicht, wirklich. Also, das war Big L, Alter. Ich hab alles gesehen. Ich hab wirklich alles gesehen, Digga. Bruder, ich check's nicht. Real Talk. Ja, also, ne? Wir sind uns ja alle einig. Ne? Es war Bubble-abhängig, diese Stream Awards da. Okay? Aber, also, was willst du, also guck mal, der einzige Weg, das zu ändern, ist, dass halt die von den anderen Communities halt mitmachen. Reef hat ja auch mehr was gesagt, so, yo, fürs nächste Mal an alle anderen halt mitvoten, so. Also, wer hat von der Bubble da richtig mitgemacht im Stream? Ich glaube, Monte, Eli, glaube ich, oder? Hat Eli gewotet? Ich weiß nicht. Und Eli hat ja auch irgendwie Clips aus letztes Jahr. Also ich muss zugeben, Digga, es war respektlos, wie oft Kevin gewonnen hat. Das war wirklich respektlos. Und der Kevin selber, Digga, wir waren in diesem Tisch, wir haben uns alle geschämt. Wir haben uns alle geschämt, dass Kevin die ganze Zeit gewinnt. Wir haben uns alle geschämt. Digga, und ich weiß nicht, ob man das im Stream gesehen hat, aber dann irgendwann hat da Trimix gewonnen. Bruder, wir sind aufgestanden, wir haben gefeiert, als hätten wir gerade gewonnen. Das war einfach, Digga, wir haben uns alle geschämt. Ja, hat man? Okay. Digga, das war krank. Also, dass Kevin die ganze Zeit gewonnen hat, war scheiße, aber wie willst du das ändern, so? Das ist halt schwer zu ändern. Mario hat versucht zu klären und der Mod hat das zu ihm gesagt. Könnte deine Familie aufkaufen und euch bei mir als Putzkräfte einstellen? Ich leck die Fotze deiner Mutter, wie redest du? Digga, also was ist das denn? What the fuck? Bro, das ist ein Mod bei Roat? Ja? Digga, das ist crazy. Also gestern... Pfui. Okay. Mox klappst da auch keiner, ganzer Chat hat durchgehend beleidigt. Und Spyro ist auch Mod bei ihm und sagt... Was? Spyro ist Mod bei Roat? Und die haben sich einfach gegenseitig beleidigt? Wenn du wüsstest, was da abging. Also wie gesagt, das Einzige, was ich mitbekommen habe, sind die Roat-Clips. Ich habe irgendwie 5 Roat-Clips gesehen von Stream Wars und ich fand alle meiner Meinung nach scheiße. Der war richtig mad, toxic und hat mich auch irgendwie die ganze Zeit beleidigt und alles. Ich dachte mir so, hä? Also ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist. Ich kann das null einschätzen. Ich schätze das als ernst ein und ich dachte mir, Digga, what the fuck? Also was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Bruder, ich hatte gestern, ich hatte einen schönen Abend, es war geil. Das Einzige, was abfuckt, war natürlich, es war halt wirklich, dass Kevin die ganze gewonnen hat. Das kann man nur ändern, wenn halt mehr Leute mitmachen, auch von anderen Communities. Und dazu mussten die Streamer das auch dann halt, pushen. Ja, also Kevin muss man nerven, Digga, das war krank. Willi war mad, ja, Willi habe ich auch gesehen, aber wegen Ronaldo. Ich glaube, bei Willi ist, glaube ich, Joke gewesen, I guess. Warum hatte Kani sogar dasselbe Outfit an? Kevin heute. Boah, Retalk, ich fand einen Tweet so stark, ich hab den einfach geklaut, das war mir so scheißegal. Digga, ich fand den hier so stark, ich glaube von Sex war der, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, aber Kevin heute Abend, Digga, und dann so, das war so geil. Digga, allgemein, die Memes auf Twitter, keine Ahnung, wie der heißt, Mann, aber die Memes gestern auf Twitter waren die waren so geil, alle. Das war so geil. Kevin nach gestern. Leak Tagesschau-Footage. Pabo professioneller Stuhlsitzer, Aktivist für die Dönerpreisbremse. Oder TikTok, aber auch Retalk, TikTok auch respektlos gegenüber Fabo. Digga, ich hab den Clip gesehen, wo Fabo gewonnen hat. Digga, hab mir die Kommentare geschaut, das ist kranke Scheiße, wirklich. Das ist crazy. Ne, ich weiß, ich mache ja selber auch manchmal Jokes, aber guck mal, der Unterschied zwischen mir und den TikTok-Opfern ist halt, ich kenne Fabo schon lange, ne? Und das ist ja unter Homies, er beleidigt mich auch die ganze Zeit. Aber Bruder, TikTok-Kommentare, Digga, also ich glaube nicht, dass die befreundet sind alle mit Fabo, oder? Das ist respektlos. Das ist Weird Champ. Digga, hat XQC drauf reagiert? XQC und Papa Platte. Yes, bitch! Yes! Boom!
Aber kleiner Fun Fact, wir haben gesagt, wenn Kevin noch einmal gewinnt, dann exen wir alle Wein weg. Und das haben wir dann auch direkt gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sieht man das da an der Cam? Hier! So, das ist mein Glas hier. Mein Glas ist Endlich einfach mal abgebrochen selbst da. gekauft, LOL. Mein Glas ist da abgebrochen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich hatte den ganzen Abend lang ein kaputtes Glas, Digga. Ich weiß nicht. Yes! Boom! Sagt das irgendwas? Chat, what is that? Bastion crossover. True. 2023 gewinnt. Digga, was ist denn jetzt los? Du hast Wein getrunken, ey. Ich gebe das jetzt zu im Stream. Ich bin enttäuscht von mir selber. Ich habe gestern Alkohol getrunken. Okay, und wenn das nicht genug wäre. Ich bin Retalk, ich bin enttäuscht von mir. Aber, boah, also ich habe gestern Alkohol getrunken. Ein Glas Wein. Es war richtig ekelhaft. Aber ich habe es nicht getrunken, weil ich es trinken wollte. Ich habe es getrunken, weil ich es gebraucht habe. Digga, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der Wipe bei uns im Tisch war. Ihr wisst es nicht. Es wäre so geil gewesen, hätte irgendwer von uns gestreamt. Digga, wir konnten alle nicht mehr. Wir haben uns alle geschämt. Digga, jedes Mal, wenn da irgendeine Kategorie war, wo Kevin-Clips drin waren, wir wussten direkt, okay, Kevin hat gewonnen. Dann habe ich die ganze Zeit zu Wieland gesagt, yo, weil, guck mal, ich hatte mal meine 2 kleinen Preise, ne? Hier, die 2 kleinen Preise hatte ich ja. Und die waren so eingepackt. Also, die waren 2x einzeln. Da hab ich zu Wieland gesagt, komm, leg schon mal die 2 oben drauf wieder runter. Wir packen da wieder einen dazu. Dann hat zu Kevin gesagt, Kevin, pack mal wieder einen dazu in den Turm. Aber ganz kurz, was viele nicht wissen, der Turm war nicht nur von Kevin, okay? Der Turm war nicht nur von Kevin. Das wissen viele nicht. Der war auch von mir, ne? Aber ist okay. Ja. Da waren auch meine drauf. Aber ja, wegen Rohr-Thema nochmal. Ich fand scheiße, was Rohr da gemacht hat. Hat aber, glaube ich, auch schon letztes Jahr gemacht. Also letztes Jahr war auch schon, ich glaube, letztes Jahr war genauso scheiße. Weil da haben wir uns gefreut, dass wir was gewonnen haben. Und er meinte, glaube ich, irgendwie so, jo, warum freuen die sich so? LOL. Check ich nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Reden wir noch über Newcomer. Was hat er gemacht? Ja, Digga, er war halt über Mads, Toxic. Und hat mich, ich weiß nicht, beleidigt jetzt nicht, aber guck mal, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will kein Beef machen, ne? Ich will kein Beef. Okay, will ich nicht. Ich habe nur die Clips auf TikTok gesehen, out of context. Kann sein, dass es Troll war, kann sein, dass es ernst war, aber er war halt sehr mad, toxic und auch gegenüber mir war auch irgendwie so, keine Ahnung, mad, sauer auf mich, ich weiß es nicht. Und letztes Jahr war auch schon, dass wir uns da, ne, letztes Jahr war ja nicht vor Ort, sondern online und da haben wir uns auch so gefreut, so, ich habe mich gefreut, Kevin hat sich gefreut, bla 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 und da meinte er auch so, Digga, warum freuen die sich so für so einen Preis? Nur dir gegenüber noch, Kevin, ich glaube 2 Clips von mir. Ich habe eigentlich nur Clips von mir gesehen, wo er dann, war kein Troll, war bei ihm gestern dabei, war mies unangenehm, wie der gehatet hat. Ja, das verstehe ich ja nicht. Ich verstehe auch nicht, was ich gemacht habe. Keine Ahnung. Ja, Newcomer. Reden wir kurz darüber. Ja, nicht gewonnen. Norix hat gewonnen. Aber ich bin ehrlich, Jungs, ich war in dem Moment gebrochen, okay? Robbery. Nein, ich wurde nicht gerobbt. Ich sage euch so, wie es ist. Ich glaube, es ist besser, dass er gewonnen hat, weil ich will nicht wissen, wie Twitter und TikTok ausgerastet wäre, hätte ich gewonnen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Also, ich bin immer noch der Meinung, ich bin verdient da nominiert gewesen, weil ich ja guck mal, mein Durchbruch, mein Newcomer-Durchbruch war ja November, Dezember 2022, okay? Und das war halt da schon zu spät, um nominiert zu werden für die Stream Awards 2022. Und deswegen wurde ich halt jetzt nominiert, aber auch erst später. Also es haben schon welche gewotet. Also ich glaube, wäre ich früher da schon nominiert gewesen, also wäre ich ganz am Anfang nominiert, dann mal gucken, wer gewonnen hätte. Aber ich bin ehrlich, es ist gut. Es ist gut, dass er gewonnen hat. Digga, ich hab gar keinen Bock auf diesen ganzen Hate dann. Alter, überhaupt keinen Bock drauf. Rot ist sauer, weil nur eure Bubble gewotet hat. Ja, aber also, letztes Jahr war er sauer, dass wir uns gefreut haben. Dieses Jahr war er sauer, dass ich irgendwie Sü gesagt habe. Oder Su, da haben sie sich auch aufgeregt. Ey, Bruder, ich hab egal, lass nicht drüber reden. Ich sag einfach nur, ich versteh's nicht. Also, das war ein bisschen zu mad, so. Und der Chat von Rot hat auch Arsch, Digga, what the fuck. Ja, keine Ahnung. Aber ich will nicht, beleidigt jetzt auch nicht. Heul nicht so rum, ja, die ersten Rot-Chatter kommt schon. Was ist das hier? Hugo will Beef, er redet über dich. Ja, Digga, ich will Beef, oh mein Gott. Bitte lass uns Beef machen, Robert.
Bei diesem ganzen Speed Wannabe Shit, das ist mir so scheißegal. Digga, da bin ich Speed Wannabe. Und jetzt? Digga, ist die Welt untergegangen? Nee, ist es nicht. Ist mir scheißegal, Digga. Es ist mir so egal. Ja, Kevin ist X2C Wannabe, ich bin Speed Wannabe. Digga, wen juckt es, Alter? Es ist mir so scheißegal. Marcel hat eine sehr gute Idee, um den Beef zwischen dir und Rohr zu klären. Stream Award. Mach Fortnite One-On, wer recht hat. Nee, Digga, da hab ich verkackt. Ja, wie gesagt, also was ich doch mal sagen muss wegen Stream Award, ich check, dass man sauer sein kann, weil Kevin alles gewonnen hat. Ich check das. Kevin war selber sauer, dass er die ganze Zeit gewonnen hat oder hat sich geschämt. Er hat das Event kritisiert, nicht dich. Ich weiß das mal nicht. Ich hab da, wie gesagt, ich hab die Clips gesehen auf TikTok so. Ich weiß nicht, ob die AI generiert sind. Aber ja, ich check das. Also ich check, dass man das sagt, aber da kann man halt nicht viel machen so. Was willst du da machen? Also erklärt ihr mal, was man da machen will. Also die haben jetzt irgendwie überlegt, sowas zu machen wie Eurovision Song Contest oder irgendwie sowas. Hat das, glaube ich. Die haben sowas überlegt, aber ich bin ehrlich, ich glaube, das ist auch nicht der Weg, glaube ich. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Weil danach ist das irgendwie so scuffed, dass dann irgendeiner gewinnt, so, den man nicht kennt oder so. Und dann sind die ganzen Leute mad, weil keiner dafür gewotet hat oder wie. Checkt ihr sowas, meine ich dann. Ich habe keine Ahnung. Ja eben, sie haben nicht kritisiert. Oder nicht nur kritisiert, sondern halt auch einfach gehatet. Was ist das hier? Moment. Kevin? Ja, Moment. Digga. Kevin? Oh mein Gott. Ja, Moment. Digga, das ist krass. Das gleiche ist doch auch bei Gotti, oder wie die Scheiße heißt, Game of the Year. Da wird auch wahrscheinlich der gewinnen, der die größte Community hat oder der am meisten Werbung dafür macht. Und da sagt keiner was, weil es nur von denen in der Bubble da welche drin sind. So. Ich glaube, von unserer Bubble ist, glaube ich, nur Basti drin. Heulen wir rum, nö. Sagt Eli aber auch, ja. Und Eli hat, ich glaube, Eli war, glaube ich, einer der einzigen von der Bubble, die auch da zugeschaut haben, ne? Ich glaube, Edis habe ich gesehen. Edis, der... Oh, Bruder, ich hab mit wichtiger, Alter, ganz kurz, sorry nochmal mit Edis. Wir haben Edis so getroffen, wir waren so halb am Verhungern, der hat uns dann so einen Weg gezeigt, wo so Dönerläden sind und so. Sind wir da hingegangen. Edis richtig nett, aber Digga, ich hab die ganze Zeit, als ich Edis dann gesehen habe, danach habe ich die ganze Zeit Ohrwurm gehabt von Edis, der... Haben wir die ganze Zeit gesagt. Also, natürlich der Breite haben wir gesagt. Und dann haben wir auch die ganze Zeit, Wo's gesagt? Und ich hab komplett Ohrwurm bekommen jetzt davon. Edis, der... Ich kann's nicht sagen im Stream, aber wo's? Digga, wir haben den ganzen Scheißtag das gesagt. Den ganzen Tag. Mein Clip wurde fast nominiert, ja, ich hab's gesehen. Das ist crazy. Digga, das auf der Leinwand zu sehen war krass. Das war crazy. Oh, das ist fake, Jungs. Das ist fake. Na, ich erkläre euch, wann mir dieser Wein eingeschüttet wurde. Und dann wisst ihr, warum, also dann könnt ihr das relaten, okay? Dieser Wein wurde mir eingeschüttet, glaube ich, oder das war dann nochmal davor, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir ein Wein eingeschüttet wurde, als die Lara-Song gewonnen hat, von Denergy. Da habe ich mir schön Wein reingeknallt, Digga. Da könnt ihr verstehen, oder? Nein, Retalk, dass ich da getrunken habe. Aber, Digga, guck mal, ich trinke nie, ich glaube, an dem Abend habe ich, glaube ich, wirklich so viel wie noch nie getrunken. Also, das hört sich jetzt richtig krass an. Ich habe legit ein Glas getrunken. Ich habe ein einziges Glas getrunken. Also, das war jetzt an einem Event, wo ich einmal getrunken habe jetzt. Sonst trinke ich nie. Das hier? Oh nein. Digga, warum filmen die meine Crocs? Warte mal, warum ist das alles so leise? What the fuck? An wen? Basti. Tschüss. Tut mir leid. Hast du irgendwas an Basti zu sagen? An wen? Basti. Tschüss. Digga, ich schwöre, ich hab's nicht verstanden, deswegen habe ich an wen gesagt. Tut mir leid. Nein, sorry, tschüss. Ich hab's falsch verstanden. Ich schwöre, ich hab's nicht verstanden. Retalk, ich hab's wirklich nicht verstanden. Schön, dass du heute am Start bist. Kuss und Dankeschön. Mann, Bruder, ich schwöre, die fucken mich alle ab mit diesem Su, ne? Bruder, ich weiß, dass es Su ist. Ich weiß, dass es Su. Ja, okay, ich hab's wie Loki ein bisschen gemacht. Su ist es, aber ich hab's extra Su gemacht weil ich glaube, das war das 3. Mal, wo ich dieses Su gemacht habe, glaube ich. Ich weiß, dass es Su ist. Ich weiß, dass es Su. Aber irgendwann habe ich einfach Su gemacht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Baba mäßig. Su! Schön, dass du heute am Start bist. Digga. Ey, habet nicht beleidigt. Macher, hier, Hand.
Ich kenne andere. Die waren da nicht so glücklich drüber. Und das hier. Der Dönerpreis muss sofort gesenkt werden. Digga. Ja, das Problem ist, es wird immer so sein, glaube ich. Es wird immer so sein, dass mit Ausnahmen, dass halt der größte Streamer halt wahrscheinlich gewinnt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber das fühlt sich immer so an. So, der mit der größten Community, da voten halt einfach alle für den, weil die den halt mögen, so. Der knappe Nummer Hugo und Noreat, muss man sagen. Hugo streamt ja schon einen Ticken länger. Follower-Zuwachs bekommen, hat über 70% seiner Follower nur in letztem Jahr gemacht. Also da komplett durchgestartet. Ja, Jungs, ist okay. Ich bin nicht mehr sauer. Ich war nie sauer. In dem Moment war ich traurig, aber hab dann sehr schnell realisiert, oder Kevin hat's gesagt und dann habe ich es auch realisiert. Kevin meinte, Digga, ich glaube, es ist besser, dass du nicht gewonnen hast. Und es ist wirklich besser, glaube ich. Digga, ich schwöre, hätte ich gewonnen. Norix hat mehr verdient. Das will ich gar nicht sagen, actually. Ich finde, guck mal, das Problem ist bei mir, es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so, also es fühlt sich an, als wäre ich schon viel länger dabei. Aber mein großer Durchbruch war ja wirklich Anfang 2023. No Food Challenge, Edeltour, das war alles 2023. Madeira eine Woche, alles war 2023. Dodgeball Event, das war alles 2023. Aber das checkt man halt nicht, weil das so lange her ist. Und bei Norex checkt man halt, weil er das am Ende hatte. Am Ende 2023 hatte er seinen Aufstieg und ich hatte das halt ganz am Anfang von diesem Jahr und deswegen checkt man das nicht, dass ich würde nicht sagen, hätte ich jetzt gewonnen, würde ich nicht sagen, es wäre unverdient. Und ihr habt ja auch gesehen, also guck mal, ich halte es legit in meinen Händen. Höchster Follower-Zuwachs. Was meinte Reef? 70% meiner Follower habe ich letztes Jahr gemacht. Achso, wollt ihr noch meine Preise sehen? Oder? Hier einmal die, Digga, Outfits des Abends ist krass. Das ist krass, Digga. Hier, Outfits des Abends ist crazy. Da habe ich wirklich gerobbt einfach, Digga. Da habe ich Henke seinen Preis habe ich komplett gerobbt. Henke hätte das eigentlich, also es waren auch Preise dabei, die Kevin 100% verdient hat. Surrealster Moment, 100% verdient. Crossover eigentlich auch komplett verdient. Duo auch verdient. Ne, da waren auch welche dabei, die verdient sind. Da waren aber auch welche dabei, die full unverdient waren, sag ich auch. Hat er auch gesagt. Digga, da hätte einfach jemand anderes gewinnen müssen. Da hätten wirklich andere gewinnen müssen. Das war krass. So, dann haben wir hier noch die. Oh, Retalk, ich finde die Pokale so geil. Die sind so edel irgendwie. Und dann haben wir hier Gaming-Moment. Würde ich auch sagen, verdient bei mir. I guess. Und da war ich traurig ein bisschen, dass ich gewonnen habe. Weil ich finde, da habe ich auch jemanden gerobbt. Aber ich finde bei Most Wholesome Moment, da kann man nicht sagen, der Clip ist besser. Also, keine Ahnung, ist irgendwie weird, das zu sagen, glaube ich. Aber ich glaube, ich hätte den nicht gewinnen müssen. Also für mich war der krass. Aber ich fand zum Beispiel Mickey, Danny fand ich besser. Aber da kann man eigentlich nichts sagen, so. Guck mal, guck mal, man hätte jetzt auch sagen können, ja, Chef, man hätte auch sagen können, ja, Reef. Digga, da gibt's irgendwie keinen Gewinner. Das ist irgendwie eine komische Kategorie, finde ich. Ich weiß nicht, das ist eine komische Kategorie. Und deswegen habe ich mich auch nicht gefreut, da zu gewinnen, so. Ich bin da hochgegangen, habe gesagt, oh, danke. Hab auch keinen habe ich auch nicht gemacht. Weil, keine Ahnung, das wäre weird gewesen. Wie schwer sind die, Digga? Soll ich dir sagen, wie schwer? Ich hab hier Muskelkater von gestern, weil ich die getragen habe. So schwer sind die. Ich hab Muskelkater. Wirklich. Die sind, also so ein Pokal ist so schwer. Retalk, die sind scheiße schwer. Wirklich jetzt. 5 Kilogramm? Ich kann null einschätzen, wie viel Kilogramm. Retalk. Aber ich glaube eins wirklich so 4, 5 Kilo. Ich fand schon, es war schon schwer, dass du die ganze Zeit so tragen, aber ich hab Muskelkater bekommen, weil ich das die ganze Zeit getragen habe. Ich bin die ganze Zeit damit rumgelaufen. Ich hab ich hab ja hier den Muskelkater. Ich hab die halt, weil ich die so getragen habe die ganze Zeit. So. Ich hab die so die ganze Zeit getragen und hatte hier auch komplett alles irgendwie, das war schon schwer. Aber ich weiß, ihr seid alle irgendwie, keine Ahnung, Markus Rühl oder so. Ich bin eine Pussy-Bitch. Es tut mir leid. Sorry. Ich weiß das doch. Ja, sorry. Oh, die haben wir auch noch ganz vergessen hier. Was haben wir denn hier? Da habe ich auch noch mal 2. WTF passiert hier und das andere war TikTok, ne? Bestes Streamer TikTok. Ja, und die Verpackung natürlich auch noch. Die habe ich ja auch mitgetragen. Dezent. Suffering from zu viele Pokale, Digga. Ich weiß nicht, wohin damit.